Bonjour aus dem Europaparlament zu Straßburg für die erste Emission Europäische Impressionen am neuen Jahr. Das ist eine ganz spezielle Sitzung, das wurde gewirrscht, weil es gouf die erste für allem in Dünsten Männer haben diskutiert, mit ganz viel votiert, also ganz viel gewählt. Das Parlament hat nämlich eine neue Spitze. Und darüber schwätzen wir dann mal am Anfang mit dem Kompetenzteam von der CSV, dem Vivian Reding, dem Georges Bach und dem Frank Engel. Madame die Herren, bonjour. 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 Ja, für dich mal ihr mal über das Resultat vom Wort diskutieren, vielleicht zu der Bedeutung, zu der Prozedur. Frank Engel, vielleicht stellen Sie sich froh, dass Sie überhaupt hier in dem Parlament nicht gewählt wird für die ganze Legislaturperiode. Präsident, wir nehmen für Talschen, nur 2,5 Jahre wird gewechselt. Du hast mal Vorher geschrieben, du schreibst zum Beispiel, es geht just darum, für so viele Leute wie möglich auf wichtige Posten zu kriegen. Frank Engel, für was muss Herr Schulz dann nur 2,5 Jahre gehen? Boah, geht das ein Logo so, da gibt es sowieso demissionieren. Also Herr Schulz ist ja nicht nur 2,5 Jahre, sondern nur 5 Jahre gegangen. Weil Herr Schulz an der Geschichte vom Europäischen Parlament der nächste war, denn er hat zweimal 2,5 Jahre unter Präsidentz gehabt. Das hat noch nicht stattgefunden. Ich meine, dass es eine ganz einfache Erklärung gibt, die übrigens auch an einem nationalen Kontext nachvollziehen. Wir haben an dem Haushalt keine absolute Majorität. Nie. Okay. Noch nie gehabt. An Tradition ist, und das geht zurück bis an die Zeit, das Europäische Parlament direkt gewählt war, also 1979, dass 2 Fraktionen bei mir kommen, die eine Majorität haben. DAX, Christdemokraten und Sozialdemokraten, das war aber auch schon ernst. Wir haben einen unabhängigen irischen Deputierten, den dann der liberale Fraktion zu etwas gebracht hat, zum Parlamentspräsident gemacht hat, war der Pat Cox. Auch an einer Delung, wo die anderen auch schon die TVP gehen. Und du hast es eben so, dass Fundginas von schon für eine Majorität zu kriegen, 2 Fraktionen bereicht. Da geben die 2 Fraktionen sich auch den Posten an einer Legislaturperiode abteilen. Wäre immer so, also nicht außerordentlich. Ja, und dass es nun Herr Schulz zu dem soll ich so Showdown schon bald kommen, aus dem er hier dünnstig erlebt, und das wird immer zu dienen, dass er doch für das Legislaturperioden Akkord gauf, schriftlichen, auch vom Herrn Schulze erschrieben übrigens. 2014 gauf den erschrieben, 2014 nur die Wahlen erschrieben, wo gesagt ging, aufgrund von den Majoritätsverhältnissen am Haus, Delen, der SND-Fraktion, also die Sozialdemokratische Fraktion, die DVP-Fraktion, also die Christdemokratische Fraktion, sich die Posten ab, und an der zweiten Hauschen aus der DVP. Aber wie bis gefolgt die Sozialdemokratie davon nicht mehr wissen. Den nächsten Kandidat nominiert, den relativ glorreich verloren hat. An den, das fand ich besonders bedauerlich. Scheinbar bis auf die extrem Droite. Alle Menschen, die unumständlichst Opfer gemacht hat. Ich inklude dem Jean-Marie Le Pen seine letzte Getreien, was unser Kandidat nie gemacht hat. Herr Gollnisch hat sich patterlich darüber aufgeregt, dass den Herr Tajani niemandem geschwärzt hat, den Herr Pitella aber sehr wohl. Das sieht mir, dass ich wohl recht habe, zusammen mit den Kollegen hier für 4 Monate Herr Tajani zu stimmen. Da gouf so ein Akkord, den Schwarzer Feisen erschrieben gouf 2014 gouf also gebracht von den Sozialdemokraten. Georges Bach, der bedauert doch den Bruch von der Koalition. Bedauern as grost vor. Ich mengen wie der Frank Rich gesot huet, et huet keine Majorität, dat hecht, dat sind immer ugewiesener Partner. Und das wie dat d'Extremitéit und d'Extremisten zouhëlle besonders op der Reetzer seit, ass et so méi wichtig, dat et an der Mët eng stark Koalition gëtt, op dat lommer de Sozialisten ass oder op dat wie lommer der Aldi ass, das am besten das am besten das allverlässliche Partner do dran, fir dat Parlament an der Mët echens mal stark funktionsfähig ass, weil das jo immer geféierlich van den knapp Majoritéite krit, van den 2 Blackpool, dann krit de knapp Majoritéiten, dat jo ke Signalen opbausen. Gi awer Signalen opbausen und de Kanse und Kommissionioun und de Bierger opbausen. Dat soll schon an der Mët eng stark Menung vum Parlament sinn. Ich muss so persinnlich bedauern ich schon. Ich hoffe noch, dat die Koalition ewer so zu Sterne kënnt, wie man dat wie ich dat lo geduet hun eng Breet. Wellch awer ganz gut geschafft mat enger Party Kollegien besonders am Beschäftigungsausschuss wat jo in Dossier wolle ass, wo ganz viel Sozialpolitik dran ass an schon ganz gut mat denen ze Summe geschaffen. Ich meine, was den auch muss bedenken, das Haie Parlament schafft nie rechts gegen links. Das Haie Parlament schafft die wollen Europa bauen,
die setzen sich zusammen an die versichern dat zu machen. Matieren ideologischen, politischen, nationale, kulturellen Unterschiede. Die gilt dann, ob gemeinsamen Nenner zu feieren, an dann gemeinsam zu bauen. Weil wenn wir das nämlich nicht machen, da kriegen die Blährerten von rechts an von links, die Extremisten, da kriegen die de pouvoir. Und das ist ja Europa zerstören, an nicht Europa aufbauen. Und dafür ist es so unbedeutend, unmöglich für eng Politik zu machen, wo ein Linksblock den Rechtsblock bekämpfen kann. Wir haben als Parlament, was muss an einer ganz stark erweiterter mit zusammen Gesetze stimmen, die dann appliziert gehen an den Memberstaaten. Weil das ja so, das Parlament hat zusammen mit dem Ministerrat eine gesetzgeberische Funktion. Das muss Gesetze machen, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und Leiit stärkt von dem Parlament an do muss ze Summe geschafft gehen, do kann net gegen den geschafft. Das so gesot gin gëtt schon kein fix Majoritéit an dem Parlament. Do wëssen man wann Regierungsparteien abs desideieren, dann ass so an muss fir all Projekt Insel man ne geschwert, man den diskutiert gin. Ja, muss aber auch eine solide Majorität tun als Basis. Ja. Weil so sind sie ja permanent am Gangen über Kinkelitzerscher zu schwätzen, im Platz über Großgesetze, die so sollen sein, wohin dann ein Teil hier, ein Teil do kann ändern. Aber da können die vier holen, wenn in eine solide Majorität tut. Und die solide Majorität, das ist nicht ein Block, das ist, die ist zusammengesetzt aus ganz verschiedenen Elementen, aber die an dieselbe Richtung wollen gehen. Das an dieselbe Richtung gehen, was zählt, und nicht in den anderen zu bekämpfen. Die Sozialdemokraten und die DVP hatten ja eine solide Majorität, das ist da futti. Die hat funktioniert gehabt, bis das Sozialisten den schriftlichen Akkord abgekündigt haben, einseitig für den Moment gesagt, das nicht gut aus. Ich meine aber, wie die George gesagt hat, dass mit der Zeit dass die Sachen nicht mehr zusammenkommen. Das ist eine natürliche Sache. Dass die zwei Großparteien zusammengehen und dass die kleinen, die da an der Mitte sich bewegen, dass diese System ausschließen und dass gemeinsam dann eine Politik, ein Gesetz mischt für ganz Europa. Also anders kann es doch nicht gehen an dem Parlament. Van Spitz von den Sozialdemokraten Heilo eng strategisch Schienen gefuhr ass die sich am Endeffekt als falsch erwiesen huet, dann hecht dat net, dat de net an de Komitee wo ze Summe schafft, dat de do ganz verläbe Kräften an all Partei huet an all Fraktionen der Martine gut ze Summe schafft. wie man Reding wie Vivian seet. Do gët Gesetzgebung gemer, net unbedingt lo Uwen Verdaushänger schuld vun den einzelnen Fraktionen. Für ein Beispiel zu gehen. Ich meine, der George hat es für Druck schon so ein bisschen angedeutet. Wenn wir hier wollen, und wir haben das ja alle gut gesagt, besonders mehr als der CSV, ja immer stark an Heerbach, wir wollen ja, dass Europa auch ein Sozial-Europa geht. Das kriegt ihn doch aber nicht mehr gemacht, wenn Sozialisten und Christdemokraten zusammen schaffen. Anders geht das ja nicht. Das ist lange nicht mehr auf dem Dossier. Also es ist evident, dass die zwei Forzen müssen zusammen schaffen, sonst geht es nicht. Ihr Rapport dem Riverins Haut aufstimmen, ganz wichtig. Wie gesagt, gouf viel gewählt, es war auch neue Vizepräsidentin neue Kästorin, das war für allem Ugangs, da war mir Ordre du jour stungen aber nach anderen Sachen, zum Beispiel Prioritäten von der maltesischer Präsidenz, die nächste Januar angefangen hat. Dann aber auch die Herausforderungen für 2017, die diskutiert wurden mit dem Präsident der Kommission Roth, Juncker und Tusk. Vivian Reding, was sind dann die großen Herausforderungen für das Jahr 2017? Der Brexit, den dann vielleicht lanciert wird. Sind dieselbe die wir 2016 hatten, die hören wir mal darüber. Der Brexit hat ja noch nicht angefangen, weil die Engländer ja noch immer nicht die Schädungspapieren angeregt haben. Mit dem hat Krämer viel zu tun, und zwar auch nicht, wie Madame May das meint, dass das ruckzuck gehen. Das geht gar nicht so. Mit darüber können wir noch schwätzen. Was tun wir noch anderes? Weil Flüchtlingskrise, die ist noch nicht da benannt. Es geht an verschiedenen von unseren
Staaten sind noch nach stark wirtschaftlich stark Bankenproblemen. Auch die sind nicht nennen. Wenn wir wollen abbauen, brauchen wir eine gemeinsame Sicherheitspolitik, eine gemeinsame Antiterrorismuspolitik. Man muss den digitalen Binnenmarkt abbauen, für eine Zukunft zu bereden. Also ihr seht, das ist mehr wie genug zu tun. Und ich meine, Europa soll sich konzentrieren. Ich meine, just was Flüchtlingsproblematik geht, sind Malteser eigentlich geopolitisch ganz gut situiert, für mit dem Sujet ernst umzugehen, wie vielleicht die Slowakei führen. Natürlich an der Slowakei oder ja keinen Fortgang gesehen an der Problematik. Ich meine schon, dass Malteser die das nötige Gefühl haben, für da an dem ganzen Verdelungsmechanismus, den die Kommission proposiert hat, für da führen zu kommen. Den Brexit ass den Ufang vu Men Europa bricht aus aneen, dat provozeit den mittlerweile offizielle Präsident vun den USA, den Donald Trump. Frank Engel, wie reell ass die Gefahr dann oder wie kruzial kann es 2017 für Europa gehen? Also dadurch, dat Vereinigt Königreich als verlässt, wann da ist da verlässt, wat ich mal wünschen, das ja bekannt. Ich bin aber nicht total sicher, dass das so geht, weil da muss ich nach Institutionen von dem Land irgendwie such iwwer den Schädungsplan aufstimmen, wann de bis fertig ist. Wie dat geht, dat fan mal raus wie das. Wir wann nicht hören, dat ze hier we gin, da bringt dat allein die Europäische Union net an Produkt. Die kann sich selber an Produkt bringen, was nämlich so viel wie sie lo am Gang ist, eigentlich zu verpassen, ob alle wesentlichen politischen Herausforderungen sich zusammen zu schließen, zusammen zu fannen, an sich regelmäßig neu auseinander zu dividieren. Wir haben schon mittags gesot, der Moment, wo man das kann herausfahren, direkt Minor werden Herr Trump an absehbarer Zeit veredigt das. Vielleicht hat es gehabt unter dem Eindruck von einem amerikanischen Präsident, den unberechenbar ist, unkonventionell ist, den noch mit dem Gefühl von der internationalen Architektur, wie man es bislang kennen, eigentlich nicht Hut hört. Vielleicht ist es gerade unter dem Impuls von so einem Phänomen, wo Europa GAFE realisieren, also die verbleibenden 27 Staaten, das steht für den Einzelnen von als schrecklich klein ist. Also für China ist Deutschland bis auf weitere so groß wie Vietnam, auf Frankreich so groß wie Südkorea. Das sind Sachen, die muss einfach mal geopolitisch Schirm behalten. Das könnte an den Ländern nicht immer gut tun. Vielleicht wird aus Lützeburg aber mehr Fazilität für so Sachen zu gesehen, weil wir ja nicht davon geplot sind, dass wir es permanent an der Grenze überschätzen, von einzelnen Leuten aufgesehen. Das ist aber nicht der Regelfall. Wir müssen noch zu Berlin, zu Paris, zu Rom, zu Madrid, zu Warschau hoffen, dass am Verlauf von den nächsten Main-Realisationen zuhält, dann nicht aufhält, dass doch von den 40 Millionen, 60 Millionen, 80 Millionen Leute an der Bürgerschaft hat, das eigentlich am globalen Kontext nach immer ein ziemlich kleines Land ist. Nigeria hat auf 50 Jahren, wenn den aktuellen demografischen Trend hält, zwischen 400 und 500 Millionen Leute. Nigeria allein hat damit auf 50 Jahre so viel Einwohner wie die ganze Europäische Union. Das seht ihr als etwas über die zukünftigen Verschiebungen von Zöllen auf von Realitäten im Globus. Ein ganz anderes Sujet danach zum Schluss, die deutsche Maut, die hast du ganz an der Aktualität, man noch heute schon darüber geschwärzt gehabt, an der Vergangenheit. Und dem se enament schon bald vom Durchfahrtkommission ja mal nie gesot, dann du ze ja gesot, dann eventuell. Lo schenkt méi do ze se wie och Madame Merkel, die lo fir kurzem zu Lützeburg war, die huet schon enker ganz klar gesot, dass die Maut soll kommen. Jochpach as du ja wat das dann du nach uns ändern. Wann den so guckt, Frankreich huet eng, Österreich huet eng, fir wat soll Deutschland keng können hunn. Also gi viel Länder, die viel Systeme hunn, méi wat den deutsche System, de wie ursprünglich geplant, wat den auszechen, dat den diskriminatorisch ass vis-à-vis vun den ausländschen Benutzer. Well jo iwwer de Wee vun enger Kfz-Steuer soll den deitsche Bierger die Suen rëm kreet. Dat huet Kommission net leng eng ganz Part die Leiit hunn dat kontestéiert. Ass eng Prozedur ageleet ginn fir ze kucken, op dat fir europäesche Gerieshaft bestand hat, op dat richtig wär. Die Prozedur ass Lotricke zugi, well die Deitschen nämlich eng neue Vierschlag gemacht hunn, den eigentlich der Kommission no besser ass, well ökologische Kriterien entspricht. Du hast dawer so, dat den fir mech nach immer diskriminatorisch ass, dat nach immer dieselchte Phänomen huet, dat den Ausländer benodelecht. Muss lo gucken,
sinn 2 Sachen. Dat Eichte dat Kommissionioun wëll de Lo am spéite Fréier en egene Virschlag mache fir ganz Europa, wo se kucke wie de ausgesäit, dat das fir mecht Lesung. Ja. Der Zweet ass Der Zweet dat wär de moment wo dat heute Lo wo die Deitstat muss das Pro wat muss jo Gesetz gin an dann muss en ënner de Europäesch Parlament kann net kloen. Muss Länder muss kloen an Loet Eistreichcher schon ugekënnecht hun Niederlanden ugekënnecht Lützeburg heier den Moll, dat den sech eventuell do och ging un so eng Klo uschleessen Wesinn ammen net, du muss den Minister Pfaff bekennen demnächst dat die 7 Grenzländer, die Deutschland ugrenzen, déi lengkenten, dat de moment de Pro fir een europäesche Grieshaft bringen, fir dat do dann endlich Chlorheet gif geschäft. Merci dem Kompetenzteam vun der CSV fir dës echt Emissionioun europäesch Impressionen. Die neue Spitz vum Parlament ass gewählt, lo gëtt geschafft. 11 schwéier Mensch den Fiich. Mésinn als Rëmmer an engem Mount an eng Frohhut un Kompetenzteam und wie an Reding den Joch sparende Frank Engel, dann schickt ass déi roig ran op europa@csv.lu oder iwwer Facebook. Merci fir d' Nokucken an bis geschwen. Merci.